Was passiert hier? Oh! So, hallo? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallihallo, das ist Vatalio. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Shadow of the Colossus auf Schweizerdeutsch. Genau. Wir sind bei Part 12 angelangt. Zum letzten Part. Ja, was kann man da dazu sagen? Ja, bin langsam recht verzweifelt worden. Ich habe ausnahmsweise mal eine Folge geschnitten, wo ich habe das Gefühl hatte, das kann ich euch nicht antun, so lange zuzuschauen, bis ich dann mal herausgefunden habe, welche Taste das man braucht, um die Fackeln aufzuheben. Anyway, ihr wisst ja langsam, bei Shadow of the Colossus ist bei mir immer so ein bisschen, es hat einen Faktor, sei es entweder habe ich ewig lang, bis ich zum Koloss komme, oder habe ewig lang, bis ich... Ui, backwards walking. Nice, der Moonwalk. Okay, nochmal. Entweder habe ich mega lang, bis ich zum Koloss komme, bis ich den Weg habe, oder ich habe mega lang, bis ich herausfinde, wie ich ihn besiegen kann, oder ich habe mega lang, um ihn zu besiegen. Genau, ihr kennt es ja langsam. So, jetzt schauen wir doch mal schnell noch auf unsere schöne Karte. Was haben wir denn da für neue grüne Sachen markiert? Okay. Interessant. Das sieht interessant aus. Aber ich würde sagen, wir folgen einfach vor allem hauptsächlich der Story, da es ja ein Let's Play ist und ist wahrscheinlich auch angenehmer zum Zuschauen. Genau, letztes Mal kann ich schnell schauen, was sie uns gesagt haben. Euer nächster Feind, das Paradies treibt auf dem See. Ein schweigsames Wesen führt den Donner. Eine bewegliche Brücke, die höheren Boden erschließt. Okay. Da ich nicht mehr genau weiss, wie der Koloss hat ausgesehen, also respektive die Statue vom Koloss, würde ich eigentlich gerne noch mal schnell hurtig schauen. Vielleicht mal mich besinnen, welche das sie uns gezeigt haben. So, kommen wir da wieder in unsere Halle vor Zerstörung. Oh, Agro. Oh Gott, oh Gott. Okay, das Game, ich muss sagen, mit der Steuerung, ich komme langsam schon zu schlagen. Also ich bin jetzt so bei Part 12, ich sollte eigentlich schon langsam zu Schlag kommen. Aber es ist halt irgendwie manchmal gleich ein bisschen, nicht ganz... Ja, es ist eigentlich anders als in anderen Games. Also ich glaube, sie haben uns nämlich da die Lego-Statue gezeigt, oder was das ist? Was habe ich denn gesagt? Ah nein, da der Dude mit diesen Chinellen. Ja, ich bin gespannt, ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel... Ein schweigsames Wesen führt den Donner. Ich kann mir nicht allzu viel darunter vorstellen. Oh, jetzt beißt es mich da gerade im Auge. Es wird langsam Frühling, hä? Okay. Ja, jedenfalls tut es mir auch leid, dass ich letztes Mal cheaten sozusagen. Also nicht sozusagen, ich musste cheaten, wo... Okay, es ist irgendwo hinten dran. Wo ich halt effektiv... Also ihr habt es gesehen, es ist einfach die falsche Taste gebraucht, um den Gegenstand aufzuheben. Und dann hätte ich noch ewig lang der können versuchen, irgendetwas aufzuheben oder irgendetwas mit meinen super Theorien versuchen, das rauszufinden. Es hat genau nichts gebracht. Okay. Jetzt müssen wir schauen. Ich glaube, wir gehen doch... über diese Brücke sind wir noch nie gegangen. Interessant. Schauen wir doch, wo uns die Brücke herführt. Ah genau, ich muss das Trügel nicht spammen hier, sondern ich kann einfach draufbleiben. Wow, der Dunger, wow, 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 wow. Und, wie ihr wisst, ich muss es ab und zu sagen, es sieht echt Hammer aus. Hammermässig. Uiuiui, nicht runterfallen, hä? Wow. Wow. This is epic. Mega, mega, mega schön. Okay. Agro, komm. Gehen wir weiter. Meine treue Begleiter. Das ist lustig, Agro hat hier auf dem Köpfchen also ein weißes Fleckchen, so wie mein Logo. Und mein Logo ist, by the way, das ist von meinem Büsi.
Die ist nämlich auch schwarz und die hat ein weißes Fleckchen im Hals. Genau, und dann habe ich der einfach noch den Hut aufgesetzt, den ich hier trage. Genau, und so ist das Logo entstanden von Vatalio. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, warum Vatalio, mein Büsi heisst Vatalia. Also Vatalia, spricht man es aus so. Okay. Schwertli, zeig mir den Weg. Ich glaube, wir sind richtig. Wir sind, glaube ich, richtig. Das kommt gut. Das kommt gut. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja heute mal nicht so eine ewig lange Folge zu machen. Wow. Ich glaube, wir sind da schon richtig. Schnell nochmal. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das kommt gut. Das kommt schon gut. Oh. Und wieder mal ist es viel angenehmer, einfach auf dem Laptop-Bildschirm zu schauen, wegen der Farbe. Agro kann hier irgendwie nicht. Komischerweise auch die Sonne. Hier hat es doch ein bisschen Sonne. Lenkt das? Nope. Agro kann komischerweise hier durch nicht säckeln. Okay, wisst ihr was? Wir gehen doch zu Fuß weiter, wenn das hier so soll sein. Suchen wir uns zuerst mal ein sonniges Plätzchen, wo wir unser Schwertchen brauchen können. Das habe ich nämlich gelernt. No. Okay, dort. Das ist jetzt präzise, hä? Das ist so gut, wie ich einfach in den vorderen Videos mega viel mal das Schwert vornehme und einfach, wenn es goldig leuchtet, also im Sinne von so das Gelbliche, habe ich das Gefühl gehabt, ah, okay, wir sind näher. Dabei war es einfach im Schatten gewesen und es hat echt genau nichts angezeigt. Wow. That's deep. Ist natürlich zuerst mal die Frage, wie kommen wir dort rüber? Ich gehe vielleicht gleich auf Agro, wo er ist eigentlich da automatisch zu einem anderen Pfad gefolgt. Agro? Agro! So weit weg ist er nicht, sonst würde er schreien. Agro! So. Okay. Ich würde mal sagen hier. Nicht, dass wir von da sind gekommen. Oder echt doch? Ah, Moment. Das sieht doch herzig aus da. Oh nein, Agro! Du doch auch bremsen. Oh nein, er glitscht. Agro, stop glitching around. Da Pilzchen im Baum, wenn wir gleich eins... Komm. Knabbern, hä? Ja, von da sind wir gekommen, oder? I guess. I don't know. I guess, I don't know. Ich weiß ja gar nicht, ob wir richtig sind, aber jetzt Gefühl, wir sind schon ein bisschen... Wir sind nicht allzu schlecht, wenn wir uns hier weiter bewegen. Ah, das führt hier im Kreis. Okay, jetzt muss es ja irgendwie einen Weg geben, wie man dort rüberkommt. Und wahrscheinlich wird in dieser Folge der Faktor, warum das hier so lang geht, wieder mal sein. Ich finde einfach den Weg nicht. Und das ist natürlich super. Was machen wir? Wir gehen mal hier durchs Gebüsch. Mit einem Affenzahn. Wow! So schnell, Agro. Schneller kann er eben hier nicht. Das ist komisch. Jetzt irgendwie etwas oben drauf. Jetzt versuche ich wahrscheinlich wieder irgendwo raufzuklettern, wo man offensichtlich nicht raufkommen sollte. Aber da hat es irgendwie so einen Balken gehabt. Oder einen Ast. Ich will den Ast. Oh! Glöckli! Glöckli! Da! Wuhu! Boah, jetzt bin ich gut mit Aufsammeln. He? Jetzt weiss ich es. R2. Ich muss ja irgendwie da hinten durch. Sehr wahrscheinlich nicht. Was sehen wir jetzt? Ja, und wenn wir hier nie irgendwie weiterkommen, dann würde ich doch sagen... Versuchen wir irgendwie rundum zu kommen. Das ist jetzt komisch.
Ja, aber es wird schon hier sein. Jetzt gehen wir einfach, jetzt laufen wir mal hier und um. Also hier runterkumpen möchte ich darum eigentlich nicht. Oder schon? Nein! Okay, wollen habe ich es jetzt nicht. Oh. Ah, hä. Hoppla. Doch, doch nicht so eine gute Idee gewesen, dort runterzukumpen. Also eigentlich kann ich noch gar nicht runterkumpen. Ja, super, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Wobei, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Eigentlich kann ich gar nicht runterkumpen, sondern einfach fangen auf den Vorsprung kumpen und runterschauen. Es wäre jetzt zu krass gewesen, wenn man effektiv dort hätte müssen runterjumpen und dann wäre irgendwie unter Wasser gewesen. Und dann wären wir dort gelandet und dann wären wir ja in diesem See gewesen. Das war das Paradies schweift um den See. Kein Plan. Ich glaube, ich vermische da Sätze, was ich mir gesagt habe. Hello, Mr. Vogel. Have a nice day, Mr. Vogel. Okay, genau. Okay, jetzt gehen wir wieder da über einen schönen Ort. Über die schöne Brücke. Mit dieser schönen Aussicht. Diesen schönen Lianen, die da unten hängen. Lianen. Die Lianen. Die Ahnen der Lies. Die Lianen. Ha, so gute Wortspiel heute von mir. Ganz lustig heute. Richtiger Klon gehabt, mehr als einer. Agro. Okay. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir doch anstatt... Ja, es muss ja irgendwie verstärkt sein, aber... Weit sind wir nicht gekommen, aber das Ding ist ja... Was sollte denn sonst hier hinter sein? Also, einen anderen Koloss habe ich nicht das Gefühl. Und es zeigt uns voll daher, ja. Von dem her... Dort hat's... Oh, Agro! Hier runterkumpen möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Gäbe es noch einen Weg dort hinten durch? Nein. Scheint ein bisschen unmöglich. Aber dort... Dort sollte mir ja dann wie rauskommen. Ah, kann ich einfach hier schon rechts abbiegen? No. Jetzt schauen wir mal da ein bisschen rechts. Und zwar schnell am gescheitsten Bildschirm. Ob es da irgendeine Hölle gibt. Wir können durchgaloppieren. Sieht nicht danach aus. Ich finde es halt so komisch, dass Agro hier so langsam läuft. Also, ich gehe mal davon aus, hier ist Agro-Endstation. Jetzt gehen wir einfach mal da zuerst, bevor wir irgendetwas anderes machen, das Gebiet abchecken. Ja, im Schatten bringt es nicht viel. Also rein theoretisch sollte ja dort unten schon Wasser sein. Also, Fakt ist, hier ist Sonne. Hier können wir das Schwertchen brauchen. Fakt ist, es zeigt... Dort über... Oh, ist dort ein Eingang? Nein. Aber how in the world kommen wir dort rüber? Jetzt geht's gerade nicht. Weil der Villager von Minecraft nachher machen. Nicht wirklich gut, hä? Okay, hör auf. Tja. Warum muss es immer so lange gehen, bis ich den richtigen Weg finde? Hallo? Okay, vielleicht soll es halt auch einfach noch nicht... Jetzt habe ich gerade schnell reden. Hier. Vielleicht soll es halt auch noch nicht jetzt sein, dass wir hier sind. Das könnte natürlich sein. Oder wir gehen eben effektiv einfach schon hier über. Agro! Ah, da ist er. Hello, Mrs. Pony.
Mr. Horst. Der Horst. Sally Horst. Okay. So, jetzt der easy. Again. Ich glaube, ich darf nicht erwarten, dass das Spiel irgendwelche zu komplizierte Wege für mich im Start hat. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Stopp. Ich brauche einen nice Thumbnail für das Video. Wow. Ja, das wird mein Thumbnail. Boah. Mächtig, ne? Okay, let's go, mein Rössli. Rössli. Okay. So. Und jetzt? Ich habe mich nicht wirklich dafür einfach versuchen rüber zu kumpen. Aber der Stein ist hier also versperrter Weg. Ah, okay. Kameraführung zeigt es mir an. Nein! I'm still alive. And I'm glitching. And I'm dead. Wow! Oh Mann. Okay, wisst ihr was? Der Weg dorthin wird geschnitten. Okay. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich bin noch nicht ganz da. Aber ich versucht, auf dem Weg, wo ich, also ich habe mich jetzt entschieden, das nicht zu schneiden, sondern zu spulen. Lustigerweise sind wir vorhin gar nicht von da gekommen, wo ich vorhin gemeint habe. Und ich habe versucht, Indiana Jones Theme zu singen. Und zwar langsam, dass es dann beim gespeedeten Sinn gibt. Aber wahrscheinlich ist es ein bisschen Chaos und ein Durcheinander. Okay, Item. Back we are. Okay, ja, diese Folge wird der Faktor sein. Ich hoffe mal nicht, dass in jeder Folge mehrere Faktoren zusammenkommen, wie zum Beispiel, er hat ewig lang, bis er dort ist. Und er hat ewig lang, bis er es herausfindet. Oder er hat ewig lang, bis er es schafft. Das wäre natürlich dann so ein Worst Case, so ein Wurstkäse-Szenario oder so ein Wurstkäse-Salat. Aber hoffen wir es mal nicht. Ui, okay, jetzt bitte nicht verkagen. Dankeschön. Los! Ah, wir haben effektiv ein bisschen mehr Ausdauer bekommen. So. Schön bis hinten und dann erst loslassen. Hier ist in dem Fall auch offensichtlich gedacht, dass Agro nicht dabei sein kann. Schade, weil ich finde jetzt, also eben dort, wo ich den, was ist es gewesen, der Wurm, oder kein Plan genau, was es war, also hier ist auch eine Station für mich zu Fuß. Der Wurm, den ich besiegt habe, der war echt am lustigsten gewesen mit Agro. Also, habe ich bis jetzt den lustigsten Koloss gefunden, weil du bist halt auf Agro weggesäckelt dort und das Ding jagt dich und du bist einfach wirklich so in diesem Mood in, so, you can catch me und ja, weiß ich auch nicht, es ist echt so Verfolgungsjagdzeug, das habe ich echt gerne, so in Games, das ist lustig. Wenn man echt weiss, es ist so ein riesiger Koloss, der die jagt. So, schauen wir mal, ob wir an der Water ein bisschen schneller sind. Irgendwie gefällt mir die Location nicht so. Ich würde lieber über Wasser schauen, die Kamera, weil ich finde das so etwas Unheimliches.
Man sieht echt nichts. Ja, da schudert es mich gerade. Oh, Luft! So. Show me who you are. Ein Kraken. Was ist das? What? Holy. Boah. Heftig. Gehört da vorne den Hörner so Kristall. Heftig! Ich weiß noch gar nicht, wie ich angreifen kann. Oh mein Gott. Das ist so einer von denen, okay. Okay, zuerst mal Schwachstelle abchecken. Schwachstelle wird sein... Hunger. Are you kidding me? Ich versuche jetzt mal mit dem Pfeil auf die... Ah, okay, vielleicht sollte ich hinten dran betten. Wir sind einfach Neulen. Irgendetwas da zu schiessen, wobei die Schwachstelle wird ja eigentlich... Hunger... Ah, hat er etwas gemacht oder nicht? Nope, okay. Ich gehe jetzt einfach mal wagemutig. Ah. Okay, unter Wasser macht mir das Zeugs nicht. Das ist gut zu wissen. Das Fälle ist ja wie hinter ihm. Oh. Du. Moine fressen. Doch. Nice. What? Okay, das Game wird mir hoffentlich wieder gute Tipps geben. Doch. Aha. Bringt doch nichts. Ah, okay, hier. Zuerst mal zu dem Dings da. Und vielleicht kann ich auf das Dings da raufklettern und dann irgendwie so auf den Kopf kumpen. Das ist mal eine der eher schlaueren Theorien, die ich habe, für einen Koloss zu besiegen. Nicht so wie irgendwie dann eben in der letzten Folge. Ah, vielleicht muss ich da irgendwie mit dem Dings da durchschießen, dass ich Dings da... Okay. Kann ich denn hier etwas machen mit dem... Nope. Draufstehen bringt irgendwie auch nichts, oder? Das sollte mich nicht brechen. Okay, ja. Schön wär's gewesen, hä? Okay, soll ich denn? Wirklich? So wie ihr jetzt seid, könnt ihr nicht auf seine Schwachstelle zielen. So wie ihr jetzt seid. So wie ich jetzt bin. Wie bin ich denn jetzt? Aha, Moment. Kann ich unter Wasser den Bogen brauchen? Nein. Ich kann gar nichts brauchen unter Wasser, hä? Schwimmen wir doch mal da durch. Oh! Das ist neu. Kann ich mir aber nicht haben. Ach, was passiert hier? Oh! Okay, wir gehen mal zurück zu dem. Ah! Ich schaffe es. Ich kann um ihn herum schwimmen. Okay. Okay. Habt ihr? Jetzt rauf. Cool, okay. Wir sind je nachdem schon einen Schritt weiter. I'm holding on your back. Got me 10 feet off the sea. Off the water. Off the water. So, hallo? Okay, ich habe das Gefühl, vielleicht muss ich dort
Begebt euch auf höheren Boden. Benni. Jetzt musst du mir da überlotsen. Dings da, Tierli. Oh! Kannst du bitte dort... Oh! Ja, ich möchte gerne auf höheren Boden, aber... Von unten kann ich ja nicht wie rauf können. Ich kann ihn lenken. Kann ich ihn steuern? Schade nicht, hä? Okay, vielleicht kann ich ihn mit diesen Kristallen steuern da. Finden wir jetzt gleich raus. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Rechts! Oh! Das sieht aus wie Zeng. Oh mein Gott! Ist das nur noch ein halber? Nein, rechts sollst du gehen. Genau, ganz fest rechts sogar. Oh, I'm a genius! Nochmal ein bisschen. Abbrechen doch! Oh. Hallo! So. Hua! Oh! Okay. Ich denke mal, ich weiss wie. Jetzt braucht es eigentlich nur noch die Umsetzung. Ich glaube, es kommt gut. Ist, wenn man wieder da durch seine Achseln durch. Es schmeckt auch ein bisschen streng. Es wird eine längere Folge, habe ich das Gefühl, aber nicht unbedingt so eine unnötig lange Folge. Wie andere Folgen, wo ich wirklich ewig lang die einfachsten Sachen einfach nicht rauskomme, wo ich her muss, wo ich durch muss, wie ich das riesengroße Katzenbüsserli zu Boden bringe. Kannst du die bitte aufziehen? Merci. Okay. Nope. Jetzt geht nicht. Moment. Moment. Psst, 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 psst. Ruhig. Ruhig. Okay, das kommt gut, das kommt gut. Ich muss schon sagen, Kolosse werden doch ein bisschen schwieriger mit der Zeit. Ja, I know. Okay, it's Mr. Colosse to the right. Genau. Oh! Nein. Mehr. Kannst nicht mehr. Das ist im Weg, oder? Mama, es kommt gut, es kommt gut. Mehr. Mehr. Ja. Jappa. Zack. Das ist geil, dass man den hier so steuern kann, sozusagen. Wie ich habe so gedacht vorhin, aber wie bringe ich den zum Drehen? Aber das hat er auch hier. Es sieht wirklich aus wie Zeng. Einfach... Ist dem sein Kopf irgendwie da abgeglitzt worden? Nicht wirklich, oder? Das wäre gerade ein bisschen... Nein! Oh Gott! Okay, ein bisschen links. Ja, nicht ganz so fest. Jetzt hier. No. Ja. Jetzt gar nicht. Jetzt längt's, oder? Ja. Thanks. Ja, aber was... Okay, jetzt bin ich auf höherem Boden. What now? Oh, er muss raus. Okay. Hallo. Well. Das ist ein Buch. He's shooting. Ich hab meint, okay, aber oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte zeig mir so zuerst schnell. Oh ja, ich gatze. I got it. Okay, Schwert und kommt dran. Dankeschön und Stich im Easy, weiss nicht was. Und nochmal einisch. Folge Racho. Noch einisch bitte, der hat ihn schon, oh mein Gott. Ja, nein. Wo bin ich? Schade, das hat fast gelangt. Oder ist es? Nein, das ist es nicht. Okay, er macht sich kaputt mit der Zeit. Okay. Aber easy, ich brauche noch einen einzigen Schlag. Okay. Und jetzt wissen wir ja zum Glück wie. Und unter Wasser kann er uns nämlich nicht... ich würde sagen, wir gehen doch als erstes schon auf seinen Rücken. Oh, ich hoffe einfach nicht, dass ich
sterben, bis ich es dann habe. Ich glaube, sobald ich auf seinem Rücken bin, kommt es gut. Jetzt dreht er sich irgendwie da recht unvorteilhaft. Unvorteilhaft. Unvorteilhaftig dreht er sich mit, so. Bis ich es dem machen können sagen. Okay. Und Gump. Und Jump. Jetzt fängt er sich dann wieder an zu schütteln. Aber einen Gump mache ich noch. Ja, einen mache ich noch. No, jetzt nicht mehr. Alles gut, alles gut. Es kommt gut, es kommt gut, es kommt gut. Ich wollte ja nur besiegen. Okay. Oh. Ah. Au. 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 Okay, wo ist das nächste Ding? Ist ein bisschen weiter weg. Links. Oh. Noch fast runtergefallen. Links. Ah, er kommt nicht um das Ding um, oder? Doch. Das ist echt... So, du hast gescheiter noch ein bisschen mehr. Links, habe ich gesagt. Los, okay, und jetzt vorwärts. Vorwärts! Vorwärts! Ah, das muss ja schon höllische Schmerzen sein, wenn das wirklich seine Zähne sind und ich echt da... Also ich sehe ja schon abartig verfault aus und ich jetzt eigentlich hier noch mit dem Schwert drauf rumhauen. Es tut mir leid, Mr. Coloss. Okay, wisst ihr... Okay, jetzt habe ich Schiss, dass ich fast schwer runtergefallen. Jetzt gehen wir am liebsten auf den hier, wenn das machbar ist. Ja... Ja... Ups. Ah! Oh Gott! Kommt da rauf! Ah. Okay, ich muss mich überschwingen, bevor meine Ausdauer verkackt. Oh Gott, no. Beweg dich nicht. Danke. Jetzt hier rauf. Danke. Führen! Oh Gott! Links! Oh. Ja! I did it! Okay, jetzt kommt er einfach wieder raus und ich brauche noch einen einzigen Hit. Wäre jetzt lustig, wenn die Schwachstelle jetzt irgendwie auf den Kopf gewandert wäre und ich einfach nur noch auf den Kopf hätte müssen irgendetwas machen. Also zeig mir so schnell an. Show me your belly. Dort ist sie, ja, ich sehe. Okay, hat man jetzt lang nicht, okay. Noch ein einziges Mal. Ah. That feeling. Das ist irgendeine Art Stier oder so, hä? Also ein Wasserstierwesen. Kein Plan. Ah. Wo bin ich am sichersten? Oh, sie kommen! Nein! Lass mich sehen! Okay, ab durch das Basic Tunnel zurück ins HQ. So, hätten wir Nummer 12. Ja. Oh, das ist neu. Ganz viel Agros. Nur noch ein wenig weiter. Kann das sein, dass das irgendwie die Hüter sind? Und sie sehen, dass ich dort halt etwas am machen bin und das finden sie nicht so okay.
Lustiger Fakt, die Dinge dort, das sind wahrscheinlich genau eben die Shadows, die Shadow of the Colossus. Was meine Verlobte ist drauf gekommen, wo wir haben einfach mein Let's Play heute schnell mal einmal angeschaut. Und das ist sehr wahrscheinlich genau das. Okay. Euer nächster Feind. Die endlosen Wüsten. Eine gewaltige Spur schwebt am Himmel. Ihr seid nicht allein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das so positiv oder negativ aufnehmen. Also, ich bin nicht allein. Yay! I'm not alone. Aber, well, you're not alone. Sind 2 Paar Schuhe. Okay. Also, Koloss Nummer 12. Sehr geil gewesen. Tut mir ein bisschen leid, dass ich immer so ein paar Mal die Zähne müssen holen. Aber es wird irgendwie langsam schon ein bisschen schwieriger, je mehr. Können wir uns schnell heilen. Aber ich bin froh, dass wir in dieser Folge nicht haben müssen cheaten, nicht so wie in der letzten Folge. Und dass wir es selber herausgefunden haben, wie das geht. Okay, ja. Dann würde ich mich hier von euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!